zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grand Prix 4. Wir gehen jetzt nach Malaysia. Das letzte Rennen in... Es regnet schon wieder. Das letzte Rennen in... wo sind wir gewesen? In Melbourne, in Australien, war nicht so optimal gewesen. Und ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier rausholen können. Regen fängt schon gut an, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, das Rennen bleibt dann schlussendlich trocken. Aber Sepang, Malaysia, ist recht bekannt für seine monsunartigen Regen. Und dann schauen wir mal, was wir hier rausholen können. Ich würde sagen, ich fahre ein paar Trainingsrunden und dann sehen wir uns dann nachher wieder im Qualif. Okay, ich komme zurück in die Box, weil ich keine Lust zum Fahren. What the fuck? Entschuldigung, darf ich da mal schon durch? Was ist denn da los? Hallo? Okay, ich fahre da mal. What the fuck? Okay, wie gesagt, unser Qualifying wieder, würde ich sagen. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir gehen jetzt auf die Strecke, ich bin ein paar Runden gefahren. Jetzt haben wir mal schönes Wetter, hoffentlich jetzt auch im Rennen trocken bleiben. Und ja, es war halt Regen, ja, es war halt eine Katastrophe, aber egal. Wir schauen mal, wie wir jetzt vorwärts kommen im Trocken. Das sollte schon besser funktionieren. Da fetzen wir da mal gerade raus, jetzt ohne Dreier, sehr gut. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gerade wieder auf der schnellen Runde. So, also los geht's auf die erste schnelle Runde hier in Malaysia. Ist eigentlich nicht so eine schwierige Strecke, muss man sagen. Aber es ist einfach geil. Ich freue mich schon, wenn die mal wieder in den Rennkalender vielleicht reinkommt. Hoffe es, sie kommt mal wieder trainieren. So. Die ersten paar Kurven mal so lala gewesen, würde ich mal behaupten. Ja, ich glaube, es war auch nicht wahnsinnig schnell gewesen. Ja, da hätte ich später bremsen. Okay, die war jetzt auch nicht so optimal gewesen. Die Kurve ist eben so gross. So, und dann schauen wir mal, wo wir uns positionieren. 1,39,0. Wir fetzen jetzt gerade nochmal ein, jetzt probiere ich ein bisschen mehr als Limit zu gehen. Also nochmal ein bisschen später bremsen. Da ist noch besser gefahren um die Kurve. Haben wir sie nochmal verbessern? Oder haben wir jetzt mal die gleiche Zeit gefahren? Gut gemacht, wir sind in der Pole. Okay. Da pfeifen sie auch und haben Freude, wir sind in der Pole. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zur Box zurück. Ich glaube, es reicht mir nicht mehr für eine weitere Runde zu fahren. Mal schauen, wo wir landen. Ja, das sind schon mal gut. Dann haben wir in dem Fall Pole Position geholt. Wir sind mit 1 Minute 38 sind wir über die Linie gefahren. Es sind 1,5 Sekunden fast schneller gewesen als der Michael Schumacher im Ferrari. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Rennen rein. Let's go! So, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich mich vertippt habe. Also, wir starten von der Paul Schumacher, also der Brüder startet neben uns, Coulthard, dann kommt Montoya, dann kommt Barrichello, Trulli, Häkkinen, Heidfeld, Villeneuve, Panis, Räikkönen, Alesi, Frentzen, Irvine, Della Rosa, Verstappen, Fisichella, Enge, Bernoldi, Young, Button und Fernando Alonso am Schluss. Und es regnet wieder. Nein! Mann, das darf nicht wahr sein. Es wird Regen. Es ist so belastend. Wieso kommt es jetzt wieder schiffen? Jetzt habe ich gehofft, jetzt haben wir ein trockenes Qualifying gehabt. Jetzt habe ich gehofft, wir können hier immerhin auch ein trockenes Rennen machen, aber wieder mal nicht.
Aber wir versuchen gleich unser Bestes. Aber Regen ist halt einfach schwierig. So, also die Feuerflieger gehen an. Und der grosse Preis von Malaysia wird eröffnet. Ich habe nicht so einen guten Stachel, glaube ich. Unser Bruder ist links. Er fährt weit raus dort. Wir bleiben innen. Klauen ihm eigentlich so ein bisschen den Platz. Jetzt sind wir innen und er ist außen. Oh, hier hat schon Hure. Oh, wow! Kollision mit dem Michael Schumacher. Oh mein Gott, Kollision mit den Brüdern. What? Der hat uns voll aufgeladen. So, hat uns wieder einfädeln. Wow! Hey, die bremsen viel später als ich, aber können viel besser abbremsen. Das ist so komisch. Wenn ich mich blockiere, die Räder gerade instant. Ich kann gar nicht so fein abbremsen oder ohne blockieren die Räder zu haben. Oh mein Gott! Was ist schon gut an? Wenn ich ein bisschen bremse, dann blockiere ich meine Reifen gerade. Oh, dort hat sich einer gedreht. Das war ein Benetton, glaube ich. He? Und wir sind langsam wieder dran. Ja, da die etwas schwächeren. Oh! Teams! Ich glaube, der gibt schon Gas. Der ist einfach immer noch gleich langsam gefahren. Ich will gerade sagen, die etwas schwächeren Teams fahren hier schon recht langsam. Aber es geht jetzt gerade ein bisschen so vom Grip her. Vorher war es ein bisschen schlimmer in der ersten Runde. So, gehen wir mal zwischendurch. Sehr schön. Ja, der Michael Schumacher wird sich hier auch durchkämpfen. Oh, wieder geil. Was ist da passiert? Ah, dort steht. Oh, das war ein Dings. Ein McLaren. Das ist wahrscheinlich. Oh, der ist schon mal alleine gestanden. What the fuck? Ich kennt ja den einen nach dem anderen raus. Und jetzt gehen wir am Schumacher vorbei. Oh, gerade Wheel-to-Wheel-Action. Alonso, glaube ich, oder Young, Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Oh, der Schumacher bremst später und die verlieren fast das Heck. Es war Alonso. Ah, hure geil aber ist es. Und hier vorne ist, glaube ich, schon der Barrichello, der ist auch weit hinten. Ja, Barrichello ist auch. Nein, nein, es ist nicht Barrichello, Entschuldigung, es ist ein Arrow. Das wird entweder der De La Rosa, nein, nicht De La Rosa, der Verstappen oder der Bernoldi. Einer von denen wird es sein. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. So, ich hoffe jetzt, dass ich da vielleicht profitieren kann. Nein, ich muss abbremsen. Okay, wir haben viel die bessere Beschleunigung mit unserem Auto aus der Kurve raus. Vor uns immer noch der Michael Schumacher. Oh, da vorne hat es ein bisschen gestaut. Jetzt vielleicht an Michael vorbei. Nein, das sicher nicht. Aber an Minardi. Den haben wir mal. Oh, jetzt aber, der Michael Schumacher, jetzt kann er nicht beschleunigen, jetzt können wir für die Beats ziehen. Und gerade noch am Jaguar auch noch. Jetzt haben wir profitieren, sehr schön. Der Jaguar hat nämlich schön den Schumacher ausbremst. Oh, wow, was zieht der so extrem rein? Wir gar nicht mehr einlenken. Sehr schön, da gehen wir aber schön durchs Feld durch. P11. Ab P6 gibt es ja Punkte.
Letztes Mal haben wir gar keine Punkte können sammeln mit dem Alonso zusammen, mit Minardi. Aber mit dem BMW hier sollte das eigentlich schon möglich sein mit dem Williams. So, also wir kommen langsam mit der Rennhälfte rein. Wir sind jetzt gerade in Runde 5. Da gehen wir noch am Prost vorbeikommen, wieso dass der Typ so weit vorne ist. Weil das Auto ist eigentlich nicht so schnell. Perfekt, jetzt sind wir P10 und sind in Runde 5. Die Aufholjagd geht auf jeden Fall weiter, Mann. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nein! Okay, die Leitplanke hat uns gerade wieder ein bisschen in die richtige Richtung hineingeleitet. Darum fast keine Position verloren. Entschuldigung, Frenzen. Ich glaube, hinter uns ist jetzt der Schumacher. Der ist jetzt gerade am Frenzen vorbeigezogen. Oh mein Gott, ist sie jetzt rutschig? Wieso ist es so rutschig? Nein, das bin ich mir. Das ist der Michael Schumacher. Okay. Wir können aber weiterfahren wieder. Pure Glück bis jetzt gehabt. Oh, wieso ist es so rutschig? Oh, wäre geil. Was ist passiert? Wo ist es passiert, besser gesagt? Hä? Da ist jetzt grün, okay. Ist schon vorbei, weiß nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall irgendeine Kollision oder ein Ausrutscher wieder. Aber du merkst schon einen Unterschied zwischen einem Minardi und jetzt hier einem Williams BMW oder BMW Williams. Oh, da ist wieder ein Ferrari draussen. Wer ist das? Ist das ein Schumacher? Ich glaube, das ist der Schumacher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es leider nicht gesehen. Ey, das wäre ein Skandal, wenn der mich überholt hätte und ich hätte sich auch wieder rausgedreht. So bin ich vorbeigefahren. Es war wirklich der Schumacher, glaube ich. Weil da vorne gesehen, ich glaube, es ein Benetton, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott. Oh nein! Oh mein Gott. Ich meinte, jetzt fährt man den Raikkonen oder wer auch immer das war, hinten. Ah, scheiße! Ich habe plötzlich so extrem den Grip verloren. Ich konnte nichts mehr machen. Konnte nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Jetzt haben wir wieder den Schuhmacher vor uns. So, okay, da kommen wir jetzt in die letzte Kurve rein und wieder auf Start-Zielgerade und wir sind P10 oder werden P10, da ist der Checkered Flag und ja. Ein sehr durchwachsenes Rennen, würde ich mal behaupten, oder durchwachsenes, ja. Ja schon, also halt Pole K und dann auch komplett runtergefallen, weil wir Kollision hatten mit dem Michael. Ein paar Spins hatte ich. Der Michael hat sich ja nachher auch nochmal gedreht. Ja. Also sehr, sehr schwieriges Rennen auch. Oh! Daniel eigentlich im Schumacher nur Heu sagen. Haben wir gerade weggedreht. Ja, auf jeden Fall ein starkes Rennen gewesen, für die BARs, denke ich mal. Und wir haben da McLaren, Ferrari, Barrichello 2. Trulli und auch Jordan sehr stark sind. Und das ist wieder Nick Heidfeld. What? Okay, der war wirklich der Kimi Räikkönen gewesen, aber Nick Heidfeld ist jetzt schon wieder die Punkte reingekommen. Der hat jetzt einfach 4 Punkte. Wow, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Gut, also das erste Rennen ist in Brasilien, in Interlagos, eine Strecke, die ich eigentlich wirklich gut kann. Mal schauen, ob das wirklich dann auch so ist. wir tun mal schauen, was dann dort kommt. Aber ich würde mal sagen, das wäre es mit dieser Folge von Grand Prix 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!